heute mit der Überschrift Rahmenbedingungen kann ich nicht ändern. Geht es dir auch ab und zu einmal so, du bist mit jemandem im Gespräch und danach, wenn das Gespräch vorbei ist, dann fühlst du dich miert, ein bisschen ausgelaugt und wenn es ganz blöd läuft, sogar ein bisschen so deprimierend. Woran kann jetzt das liegen? Das kann jetzt dein Gesprächspartner ein Energieräuber gewesen sein und ja, so ganz ohne Esoterik, es gibt Menschen, die haben das ganz gut drauf, dir deine positiven Gefühle abzunehmen und dir einen Bad da zu lassen. Oder aber, es waren vielleicht eine Gesprächsthemen. Wenn du heute mal irgendwo Leute beieinander siehst, hör doch da mal aufmerksam zu, über was sich die unterhalten. Reden die über einen genialen Geschäftsabschluss, den wir vor kurzem gemacht haben, über eine Beförderung oder weil die Sonne so schön warm scheint. Nein, sie haben Themen wie zum Beispiel, der Hubermax hat seine Frau beschissen und jetzt zieht es aus. Oder, hast du das schon gehört, die Firma Meier ist pleite. Der Bub hat schon wieder einen Fünffach angebracht. Alles wird halb teurer, wo soll ich das noch hinführen? Und der Putin ist sowieso der größte Geld von allen. Ja, das mag an sich jedes Teil stimmen. Und auch die Folgen daraus ganz, ganz furchtbar sein. Nur was macht denn das mit dir, sich darüber zu unterhalten? Was kommt denn da für ein Gefühl bei dir auf? Richtig, kein gutes. Es zieht die Ohren. Und es ist leider so, je länger ich mich über sowas unterhalte, umso weiter zieht es mich runter. Und man kommt doch dann einmal schnell vom Hundertsten ins Tausendste, oder? Wenn du diesen Kreislauf unterbrechen möchtest, dann sag Stopp und stell diese eine ganz, ganz existenziell wichtige Frage. Kann ich an diesem Thema irgendetwas verändern? Kann ich irgendwas machen dagegen? Und wenn du nichts dagegen machen kannst, dass der Hubermax seine Frau beschissen hat oder die Firma Meier pleite gegangen ist, dann lege ich dir einen Themenwechsel ans Herz. Und zwar einen Themenwechsel in einem Bereich, was tatsächlich in deinem Einflussbereich liegt. Und idealerweise sogar noch positiv ist. Das geht auch ganz, ganz leicht. Frag doch dein Gegenüber einfach mal, was war denn so dein positives Erlebnis in der Woche? Dein schönstes. Und du kannst dann auch deines erzählen. Du brauchst übrigens überhaupt keine Angst haben, dass also ein abrupter Themenwechsel bei deinem Gegenüber irgendwie eine nachhaltige Irritation auslöst. Weil die meisten Menschen sind sehr oberflächlich. Und die drehen sich dann einmal um und haben dein Gespräch schon wieder vergessen. Und selbst sollte das nicht der Fall sein, dann hast du durch den Menschen mit deinem Themenwechsel, also mit deinem positiven Impuls, ein großes Geschenk gemacht. Also meine Empfehlung, legt einmal, egal ob beruflich oder privat, 1 bis 2 Begebenheiten zurecht, positiverweise. Die legst du zurecht. Das müssen auch keine großen Sachen sein, sondern irgendwas, was sich für dich unglaublich gut anfühlt. Und so kannst du dann auch jedes unangenehme Gespräch sofort in die entgegengesetzte Richtung lenken. Weil Rahmenbedingungen kannst du nicht ändern. Und ein Kabarettist hat vor kurzem gesagt, bevor ich mich aufrege, ist mir lieber wurscht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei einem positiven Gesprächsstoff.